Ja, grüß euch beieinander und einen Sakrisch-Gurten. Jetzt Kasperl. Ja, Himmel, Kreuz, Kruzifix. Wochenlang passiert überhaupt nichts. Ein paar Community-Posts und ein bisschen Dummgelabere. Und jetzt scheißt der im 12-Stunden-Takt irgendeinen Rotz ins Internet. Und immer bloß so 5-6 Minuten Videos. Das ist so offensichtlich ekliger Versuch, Traffic auf seinen Kanal zu bekommen, dass ich kotzen könnte. Rainer hat festgestellt, scheiße, ich muss auf diesem YouTube-Kanal irgendwas machen, weil ansonsten gibt keine Kohlen mehr. Und jetzt in vollkommener Verzweiflung, weil er keinerlei interessanten Content hat und keine Ideen und kein gar nichts, scheißt der jetzt im Minutentakt irgendwelche 5 Minuten Vlogs oder sonst irgendeinen Käse raus. Ich könnte kotzen. So, so viel dazu. Und ja, es ist Vlog Nummer 138. Wir wissen alle, wie es mit den Zahlen ausschaut. Es ist ein Vlog. Wir werden ihn uns zusammen anschauen und uns unsere Gedanken dazu machen. Und mit der nicht lang umeinander, sondern ginge einer in Rainer. So, Metal Leute, Servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Metal, du mich auch. Und du hast Metal-Verbot. Heute, ja, machen wir kurz einen Vlog. No shit, Rainer. Oh, wunderschön. Wunderschönes Bild. Aber auf dem Hauptkanal, als Ausnahme mal. Ja, weil auf dem Vlog-Kanal nicht genügend Kohlen rumkommen dabei. Gibt weniger Klicks, gibt weniger Barne. Es ist so durchschaubar. Es geht ihm nur um die Barne und immer wieder Barne. Ausnahmsweise aus dem... Ich warte ja drauf, dass er jetzt da nochmal genauer drauf eingeht, warum diese Ausnahme, ob es da jetzt wirklich eine gute Begründung gibt oder ob es vielleicht wirklich einfach nur daran liegt, dass er sich damals gedacht hat, ich mache diesen Vlog-Kanal, dann kann ich doppelt abcashen. Und er festgestellt hat, sein Content ist scheiße uninteressant und nicht annähernd genug, um einen YouTube-Kanal zu bedienen, geschweige denn 2. Und deswegen, wenn er wirklich Kohlen haben will, muss das auf dem Hauptkanal kommen, damit überhaupt was passiert. Folgendes, ich habe mir überlegt, Es kommt definitiv keine Erklärung, warum das jetzt ausnahmsweise auf dem Hauptkanal kommt, aber ja. ich würde eigentlich gerne streamen. Jetzt geht dieses Gelaber. Ich kann aber häng da deinen grünen Lappen in den Hintergrund und fertig. Das Problem ist, wenn ich streame, versuchen die Leute wieder rauszufinden, wo ich bin. Nein, das versuchen die Leute auch, wenn du nicht streamst. Also ist es nicht so einfach und nicht so machbar. Das wird Doch, es ist, Rainer, es ist super einfach und easy machbar. Es gibt kaum was Einfacheres, Machbareres, als hier zu streamen. Weil du überall streamen kannst. Du musst nur deinen grünen Lappen in den Hintergrund hängen und dann hast du einen perfekten Hintergrund, den niemand tracken kann. Fertig. Das Witzige ist, dass anhand von einer weißen Wand Hater schon versucht haben rauszufinden, wo ich bin. Ja, die versuchen dich zu triggern, Rainer. Völlig Banane, aber die Hater sind sowieso nicht ganz bei Trost. Schön, dass er nicht über die Hater redet und das auch nicht provoziert. Es ist so super. Toll, gut gemacht, Rainer. Egal. Ja, kommen wir mal zum Hauptthema. Ich habe mir gestern Tiny Tina's Wonderland geholt auf Epic Games und habe mir gedacht, ich könnte das eigentlich perfekt streamen. Er hat sich was geholt? Tiny Tina's Wonderland.
sagt mir gar nichts, hört sich nach Kleinkinder-Bullshit an. Warte, ich mache mal kurz Pause und recherchiere das. So, das haben wir wieder. Es ist anscheinend ein Looter-Shooter in der Richtung Borderlands, wenn ich das jetzt so richtig überlassen habe. Gut, habe ich einen Begriff, weiter im Text. Gesichtskirmes. Ehrlich gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob ich das streamen sollte. Ich überlege mir das noch und ja, könnte schwierig sein im Content. Ja, PH-Account machen, aber bei dem Spiel, wissen wir nicht ganz. Ich lade das noch ab und schau mal, ob ich das mache. Etwas anderes zum Thema Streamen. War das jetzt wieder so eine billige Manipulationsmasche, wo er dieses Spiel anspricht und sagt, ja, ich habe mir das jetzt noch nicht geholt, ich bin mir nicht sicher, ob ich streamen soll, in der Hoffnung, dass irgendjemand kommt, ja, nee, Rainer, wenn du dir nicht sicher bist, ist echt gut, ich habe das, würde das gerne sehen, ich bezahle dir das auch. Ich glaube, dass das so ein bisschen der Vater des Gedanken in der ganzen Kiste gerade war. Es ist so. Ich habe mir gedacht, man könnte gelogen. Eigentlich hergehen und könnte gegebenenfalls dumme Leute um ihr Geld schröpfen im Internet. Als berühmtester Internetbettler Deutschlands. Das hast du dir gedacht vor einigen Jahren und das ziehst du mit Gewalt durch. Mal Videos machen. Oder nicht Videos machen. Nee, Videos machen wir auch vollkommen utopisch für YouTube. Überlegt, mir jetzt durch mein Netzwerk, da auch die Designer für das Netzwerk arbeiten, Wer arbeitet für dieses Netzwerk? Mir jetzt durch mein Netzwerk, da auch die Designer für das Netzwerk arbeiten. Ich habe es nicht verstanden. Habt ihr verstanden, was er gesagt hat? Das ist wieder, er nuschelt in letzter Zeit bestimmte Worte so brutal weg. Ja, durch mein Netzwerk, da auch für mein Netzwerk arbeiten. Wer arbeitet für das Netzwerk, Rainer? Arbeiten, mir Emotes zu holen. Dann haben wir endlich mal vernünftige Emotes für Livestreams, wenn es da weitergeht. Er holt sich da Emotes. Es ist wieder so... Andere Leute sind nur da, damit er nicht arbeiten muss. Er braucht Emotes, dann geht er in ein Netzwerk, dann macht die da irgendjemand und er holt sie sich da. Nicht dafür, dass er irgendeinen Gegenwert oder sowas bringt, für irgendwas. So, er holt, er organisiert sich, Nee. Ja, was soll man sonst noch sagen? Hater fangen wieder mal an. Ja, da sind sie ja, Gott sei Dank, die Hater. Meine Worte auf die Goldwaage zu legen. Ja, Rainer, weil du nur Scheiße laberst, ganz ehrlich. Da braucht nichts auf die Goldwaage legen. Da fahre ich mit dem Gülle-Anhänger auf die Schwerlastwaage, nicht auf die Goldwaage, mit dem, was aus deinem Gully kommt. Wenn ich mich verspreche, dann heißt es so, das war Absicht und es ist so und überhaupt. Ganz ehrlich, Leute, hört doch endlich auf, euren Bullshit zu verzapfen. Rainer, wenn du aufhörst, bin ich sofort mit dabei. An dem Tag, an dem du den Gully schließt, bin ich raus aus der Nummer. Wenn ihr keine Ahnung habt, dann haltet doch einfach die Klappe. Ja, müssen wir dazu noch irgendetwas sagen? Hm? Wer keine Ahnung hat, soll die Schnauze halten. 8 Jahre lang brennt ja diese Scheiße, oder 8 beschissene Jahre. Und ihr habt immer noch nicht die Schnauze voll. Ganz ehrlich, in den letzten Monaten, das sind ja mittlerweile schon Monate, in den letzten Monaten habt ihr mehr als einmal bewiesen, was ihr für asoziale Arschlöcher seid. Ihr zieht Unschuldige mitten rein. Ladidadida. Bestellte Quadrilliarden Pizzen. Bringt Leute um. Seinen ganzen utopischen Scheißdreck da. Was für schlechte Menschen ihr seid, dass ihr alle Menschen mit hineinzieht, dass ihr keine Rücksicht auf Verluste macht und dass ihr jeden Menschen mit in die Scheiße reinzieht. Ich bin schuld an dem, ich bin schuld an das und so weiter. Dabei sage ich lediglich meine Meinung, da ich in Deutschland das Recht dazu habe und mache meine Videos. Es ist keine Provokation dabei, es ist... Doch, Rainer, du hast es sogar im letzten Video zugegeben, oder? Das vorletzte Video. Wo du gejammert hast, ja, hier, wenn sie provoziert, meine Meinung, dann ist es halt so. Nein, du provozierst. Du bist der Aggressor, derjenige, der es beenden kann, bist du. Es ist keine Scheiße dabei, es ist nichts dabei. Und ihr fangt trotzdem an, ständig Stress zu machen. Kommen keine Videos, heißt es kommen keine Videos, faule Sau. Kommen Videos, heißt es geht geile Sau.
Man merkt, die Stimmung ist wieder neutral. Man merkt das vor allem immer dann, wenn er diese Hater-Stimme nachäfft. Ja, Rainer. Es ist halt offensichtlich. Es sind jetzt ewig lange keine Videos gekommen. Jetzt merkst du, Scheißendreck, hier, wenn keine Videos kommen, kommen auch keine Kohlen. Und jetzt kommt hier wieder dieser super Qualitätscontent, wo du Scheiße laberst, zusammenhanglosen Stuss, irgendwas in deinen Bart reingenuscheltes, was kein Mensch versteht, utopische Fantasien spinnst vom Auswandern und vom Haus kaufen, dich über die Regierung beschwerst und natürlich wieder über die Hater vom Leder ziehst. Ja, es ist schon komisch irgendwie, dass auch deine ganzen Qualitätsoffensiven nicht funktioniert haben. Dieses Jahr, du willst mehrmals die Woche streamen und alle 2 Tage kommt ein Video und du legst jetzt wieder richtig los, was du halt alle paar Wochen mal vom Stapel lässt, was nie stattfindet. Und immer, wenn es irgendwie auf Mitte des Monats zugeht, wo im dritten Drittel vom Monat hier die YouTube-Kohlen reinflattern, musst du noch schauen, dass du ganz geschwind was rausscheißt, damit überhaupt Content auf deinem YouTube-Kanal ist, damit es überhaupt irgendwas an Kohlen gibt. Oder es heißt, oh, er provoziert. Dabei rede ich übers Wetter, dabei rede ich über Videos. Du redest übers Wetter, du redest darüber, dass die Hater versuchen würden, dich über das Wetter zu finden. Du paranoider Bumsknöller. Dabei rede ich über Filme und Spiele und Musik. Wann hast denn du das letzte Mal über Filme und Spiele geredet? Wann? Der einzige Text in den letzten 3 Videos, die du ins Internet gebimmelt hast, der einzige Text war: ich habe ein neues Netzwerk, dann diesen utopischen Scheiß mit Hauskauf und Ausziehen, und das alles andere war ja, die Hater sind so böse, die haben dieses gemacht, die machen hier tausende Milliarden von Pizzen, zerstören die Leben von allen Leuten auf der Welt und da. Du hast seit Ewigkeiten nicht über Filme, Musik oder sonst irgendwas geredet. Dein komischer Pagan-Metal-Bullshit, den du da rausgeknödelt hast, das war das letzte, wo du noch über Musik geredet hast, in Anführungsstrichen. Und das ist einfach nur aufgewärmter Scheiß von vor 10 Jahren. Und kein einziges Wort an die Hater. Nee, er hat nie über die Hater gesprochen in letzter Zeit. Nie. Ich verstehe es halt nicht. Auf der einen Seite wollt ihr unbedingt Videos, auf der anderen Seite wollt ihr keine. Auf der einen Seite wollt ihr keine Provokation, auf der anderen Seite seid ihr scharf drauf. Nein, Rainer, wir wollen, dass du deine Internetpräsenz beendest. Ich kann es dir schriftlich... Ach, scheiße, er kann ja nicht lesen. Puh, ich weiß es nicht, wie man es ihm... Ich weiß es nicht, wie man es ihm... Er sagt ja auch immer, er versteht das nicht. Natürlich versteht er das nicht. Ich weiß nicht, wie man es ihm verständlich machen kann. Aber wenn man ihn so anschaut, hier, dieses wunderschöne Bild, dann ist auch vollkommen klar, dass in den Spuckkübel von Schädel nichts reingeht, weil er einfach nicht in der Lage ist, es zu begreifen. Niemand will deine Provokation. Die Leute wollen, dass du deine Internetpräsenz löschst. Das ist alles, was die wollen. Dann sind die glücklich. Das ist alles. Nicht kompliziert. Deswegen sage ich immer, man kann es niemandem recht machen. Alter, das kannst du dir nicht ausdenken. Ich persönlich versuche, niemanden zu provozieren. Ich habe gestern... Ja, das gelingt dir eher mit mäßigem Erfolg, da dir mal sagen. Ich bin jetzt schon wieder auf 188. Ich habe auch schon das Beispiel bei jemand anderem gebracht. Leute, meine Sachen könnt ihr ausschalten. Ja, rechts oben ist X-Button. Rainer, du bist derjenige, der absichtlich auf Telegram-Kanäle geht, die von Hatern betrieben werden, um da Mäuschen zu spielen. Du bist derjenige, der sich so stark mit dem ganzen Hater-Content befasst, um dann irgendwie in der Hoffnung, irgendwelche Sachen wegstriken zu können. Und du bist derjenige, der sich jetzt da hinsetzt und sagt, ja, wenn euch mein Content nicht passt, hier rechts oben ist der X-Button, ne? Das kannst du dir ausdenken. Es ist nicht so, dass ich mich in irgendeiner Stadt auf den Marktplatz stelle und rumschreie.
Rainer, du hast im vorletzten Video noch gesagt, dass du, oder wie gesagt, letztes Video, ich komme durcheinander mit der ganzen Scheiße, die ihr momentan baut, dass du einen Livestream in der fucking Innenstadt von Nürnberg machen wolltest. Der einzige Grund, warum du das nicht gemacht hast, ist, dass sie dich aus dem Hotel geschmissen haben. Und jetzt sagst du so, ist es ja nicht so, dass ich meine Scheiße hier in der Innenstadt auf dem Marktplatz rausbrille. Du hast es doch selber vorgehabt, du hast es angekündigt. Es erzählt doch nichts. Wo man der ganzen Sache nicht ausweichen kann. Nein, ich stehe hier im Internet auf einer Plattform, in der man jederzeit den X-Button drücken kann. Naja, da ist der X-Button. Oder das Video pausieren oder sonst was. Und irgendwelche lustigen Memes, wie zum Beispiel, ja. Sehr lustiges Meme. Damen und Herren, ein 32-Jähriger. Zieht Grimassen wie ein Kindergärtner. Kann man stoppen, hat man ein richtig schönes Bild. Aber stattdessen fangt ihr lieber an. Nein, ich kann egal wann stoppen und habe ein richtig dämliches Bild von dir. Beweisstück A. Rumzuprovozieren, rumzustreiten, rumzustressen. Ich meine, ihr sagt, ich lebe in einer Fantasiewelt, aber in welcher Fantasiewelt ist es bitte, ja... Jetzt ist er selber drüber gestolpert. Jetzt sagt, ich lebe in einer Fantasiewelt. Aber in welcher Fantasiewelt ist es? Ach scheiße, ich lebe tatsächlich in der Fantasiewelt. Oder besser gesagt, in welcher Realität ist es bitte normal, jemanden aufgrund von seiner Aktion im Internet aufs reale Leben zu beziehen? In unserer ist es ist sehr real. Das Internet ist nicht eine von der Realität losgelöste Sphäre, Rainer. Das hast du noch nicht begriffen, obwohl du nicht in diese Boomer-Generation gehörst, die das nicht checken. Das Internet ist genauso real wie jeder Baum und jeder Stein draußen im Wald. Und genauso wie draußen auf der Straße in der Realität, wie du sagst, haben auch im Internet deine Taten Konsequenzen. Und das begreifst du nicht. Das Internet ist nicht ein rechtsfreier Raum für Rainer Winkler, um seine Scheiße hier rauszuknödeln, sondern das gibt andere Leute im Internet. Und die haben auch Meinungsfreiheit. Und wenn denen deine Scheiße nicht passt, dann kriegst du ein Echo. Und damit musst du leben. Und wenn du dann einen Bannhammer schwingst und sagst, ja hier, ich habe ja Gott sei Dank das Internet, ja, wie du immer sagst, dann, die sich so sicher fühlen hinter der Anonymität und der Distanz im Internet, ja, dass du sagst, ja, Bannhammer schwingen, hahaha, die haben eine Meinung, die mir nicht passt, wird hier gebannhammert. Ja, dann haben die Leute irgendwann gesagt, okay, wenn er mich halt im Internet bannhammert, dann komme ich halt vor seine Haustür. Und daraus ist eine Bewegung entstanden. Und solange du nicht aufhörst mit deiner Scheiße, wird sich daran nichts ändern. Du kannst hinziehen, wo du willst. Ganz ehrlich, du kannst hinziehen, wo du willst. Es ist scheißegal. Es wird sich nichts ändern, solange du nicht deine Internetpräsenz beendest. Jedes Mal, wenn ich höre, du bist so und so ein Mensch und du bist so schlecht und du bist das und jenes und überhaupt, denke ich mir jedes Mal so, wie viel Prozent von meinem Leben kennt ihr? Jetzt kommt die 2%-Kiste. 2%, ja. Auch wieder ein Meme, das ich erschaffen habe. Er ist sogar stolz darauf, dass die Leute Memes erschaffen über seine absolut dümmsten Aussagen. Metal, Leute, habe ich erschaffen. Ja, genau. Jetzt habt ihr mich gleich hier liegen. Ja, und Gott sprach Metal, Leute. Und er sah, dass es gut war. Oh. Oh. Oh Mann. Okay, ich glaube, ich habe mich wieder. Weiter im Text. Metal Drache habe ich erschaffen. Ja. Und so weiter. Ja. Oh ja, und so weiter.
viele Sprüche von mir, die ihr geklaut habt. Es gibt so viele Sprüche von mir, die ihr einfach nur verwendet, weil es ich gesagt habe. Ja, zum Beispiel hier die Holocaust-Aussage. Anstatt immer herzugehen und versuchen, mir auf den Sack zu gehen, wie wäre es, wenn ihr einfach mal positiver seid? Okay. Dein Content kotzt mich positiv an. Denn letzten Endes kann ich momentan keine Videos machen, weil ich nur in der Lage bin, Videos zu machen, wenn ich auch einen sicheren Ort habe. Ja, aber den hast du verkloppt. Rainer, den hast du ganz billig verschachert. Nachdem du ihn in Grund und Boden ruiniert hast. Scheiße gelaufen, Rainer. Habe ich derzeit nicht. Ich habe keine sicheren Möglichkeiten, Videos zu machen, keine Streams. Ich kann nicht irgendwo hinrennen oder irgendwas sagen oder machen. Funktioniert nicht. Und zwar einfach nur deswegen, weil den ganzen Tag der gleiche Scheiß passiert. Ja, Rainer. Dumm gelaufen, würde ich sagen. Die Leute greifen mich an, sobald sie mich sehen. Niemand greift ihn an. Die machen Scheiße über mich und so weiter. Ja, Scheiße bauen, ne. Wie gesagt, sie greifen mich an, ist jetzt, sie können nicht mehr an seinem Zaun rütteln, ja? Oder vor seiner Haustür stehen, weil das beides ja nicht mehr existiert. Deswegen kann er das jetzt nicht mehr sagen. Deswegen kommt jetzt, die greifen mich an, das ist ein neues Ding. Ja? Hat er den Fokuspunkt mal wieder woanders gesetzt. Und auf der anderen Seite beschwert ihr euch dann, dass keine Videos kommen. Niemand beschwert sich, wenn keine Videos kommen, Rainer. Alle von uns wollen, dass für immer keine Videos mehr kommen. Ja, wie soll ich denn Videos hochladen, wenn ihr mir gar keine Gelegenheit gebt, welche aufzunehmen? Wieso soll ich einen Stream machen, wenn die Gefahr besteht, dass ich sofort wieder aufstehen und alles abreißen muss und abhauen muss? Ist richtig, dann mach's halt nicht, Rainer. Jetzt bist du an der Grenze dessen, wo du sagen kannst, ja nee, jetzt habe ich dann hör auf. Denkt mal drüber nach. Ja, wir denken viel drüber nach, Rainer, glaub uns. Der Einzige, der nicht drüber nachdenkt, weil er das mit dem Denken können noch nicht so ganz raus hat, bist du. Und da ist er wieder weg. Ja, wir haben gelacht, wir haben geweint. Ein Karussell der Gefühle. Aber es wird immer utopischer. Es wird immer utopischer, von Video zu Video. Na gut. Ich werde jetzt schauen, dass ich die Schmerzen beim Zwerchfell irgendwie wieder wegbekomme. Und wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund. Und Medal off.